Heute zusammen durch Crown Cletus oder Chris beim zweiten Teil vom Let's Play vom State of Decay. Vielen herzlichen Dank für eure Feedbacks. Das Interesse war insofern gross, dass ihr vorgeschlagen habt, ich soll doch noch die Häuschen durchsuchen. Ihr seht, ich starte jetzt hier beim Ranger-Spot und ziehe doch jetzt gerade hier rechts runter zu dieser Hütte. Können wir uns so mal Richtung Strand bewegen. Yeah, I don't think I want to come back here, like, ever. Ja, sie sind eben wirklich nicht so lustige Sachen. Hier sehen wir eine chillige Feuerstelle, da ist auch schon einiges abgefackelt worden, aber nicht das, was hat sollen. Fuck! Stop talking Bullshit. Ist es so, komm. Das hier, jetzt. Da muss ich mich noch schnell ein bisschen erholen. Der Barry war wieder mal nicht zur Stelle gewesen. Also jetzt müsst ihr schauen, das ist noch eine schöne hier. Hier ist ja hier der öffentliche Restroom. He? Wenn man gut hört, hört man sogar, wie sein Kopf gegen Stein klatscht. Also. Die Sache ist jetzt eigentlich die, jetzt kann man hier eigentlich beiden Orten rein, bei Mann und Frau. Macht man natürlich nicht, vor allem bei den Damen. Aber es gibt hier innen, auch beim letzten Mal, gibt es eigentlich nichts zu holen. Okay, dann wären wir jetzt bei den Typen gewesen, gehen wir noch schnell bei den Ladies schauen. Hier ist es sogar offen, sieht ein bisschen nach einer Falle aus. Jetzt seht ihr oben bei Resources wieder die 3 Fragezeichen. Ich habe hier probiert, die Türen aufzutun. Hey, zack, da geht ja gar nichts. Und dann habe ich im Anschluss herausgefunden, dass sie da fast ein bisschen asimässig die Türen hier versteckt haben. Und hier kann man sich jetzt richtig schön eindecken. Da können wir Gas geben. Crap. Painkillers, So cool. much for doing it the quiet way. Ja, das spielt ja keine Rolle, oder? Ah, schau, jetzt haben wir schon alles verrutscht. Never get big guns. Irgendwann sind sie schon wieder ein bisschen am Maulen, die Scheiben. Das haben wir uns angeschaut. Oh, 2 sogar. Wow! Piss dich doch mal. So, weißt du, die Sicher sollten mal ein bisschen umkehren. Yes, danke, danke. Gute Sache. Das würde jetzt eigentlich bedeuten, dass wir uns hier Richtung Fluss wieder auf den Weg machen. Das heisst, fast ein bisschen aus der Richtung, wo wir gekommen sind. Und dort gibt es vielleicht eben noch das ein oder andere Hütchen durchsuchen. Ihr seht es hier. Also das Mal darf ich es nicht verschießen, nicht schon runtersäckeln und alle Energie brauchen. Warten wir doch, bis er zu uns ist gekommen. Haha, das ist eine geile Sicht. Der Ed haut einfach recht rein. Sorry, jetzt bin ich hier gerade leicht verwirrt, weil es zeigt mir doch an, dass du eigentlich... Ah nein, sorry, ich bin dort schon viel weiter unten. Yeah. Okay. Dogi, jetzt haben wir hier einen kleinen Weg für Sperrer. Richtig schön rein parkiert. Zieht euch das rein. Vorne noch ein bisschen am Kokeln. Wir hüpfen natürlich elegant hier drüber. Hier haben wir ein schönes Waldhäuschen mit einem kleinen Scheisshaus nebendran. Da kann man leider nicht rein. Es wäre noch cool, wenn dort etwas versteckt wäre. Und hier hinten haben wir eigentlich mehr oder weniger das letzte Mal aufgehört. Das heisst, wir gehen jetzt als erstes in das Haus hier rein. Ja, habe ich es doch gedacht. Aber ich wollte nichts sagen. Ah, das ist schon alle gewesen. Cool. Da schließen wir doch hier über das Geländer. Hier noch eine schön. I need a breather. Und ich würde mir einen Co-Partner wünschen. Not Ha? alone again. Schaut den Gring an. Das ist ein dummer Sieg. Ist geil. Also, da innen gibt es nichts zu holen. Ha? Komm, wir geben dem schnell den Gnadenschlag. Ist eben schon chillig, wenn man durch die Türen durchsäckeln kann. Ups. So. Schön, Ed. Danke. Gehen wir jetzt noch zur nächsten Hütte über. Ihr seht, unten, wo wir jetzt gerade waren, wird ein schönes X platziert. Finde ich eben schon extrem angenehm. Oh! Im Gegensatz zu denen, die mich ständig anspringen gerade. Aber ja, ich kehre eigentlich nicht wirklich, weil ich scheine hier genug Leben zu haben. Ups, da hat es noch etwas drin, ja. Und rein von dem her
wird das eigentlich nicht so ein Problem sein, nehme ich an. So. Gut, nothing left, hätten wir alles. Dann gehen wir jetzt noch ins Letzte. Und dann versuche ich jetzt dort mal gerade nicht angesprungen zu werden. I'm not alone in here. I'm not alone in here. Ja, nein, da draussen ist einer, oder? Warte, da hinten ist etwas zu versuchen. Ah nein, da kann er anfangen zu verbarrikadieren. Da ist etwas zum Suchen, ja. Oh, 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 oh. Oh Gut. shit. Ja, ja. That's gonna bring trouble. Nein, nein. Der Ed hat das im Griff. Zieht nach rein. Ah, da gehen wir schnell helfen. So, danke schön. Das ist eben schon noch flexig, wenn der Co-Partner einen beschützen kann und man selber hat dann eigentlich die Möglichkeit, eben nach Gegenständen zu suchen. Ah, Gonjo! Jetzt habe ich hier noch elegant mit einem Seitenschritt ausweichen. Wo, jetzt hat er es aber gesehen, he? Weil ich jetzt so laut eigentlich das Zeug durchsucht habe, hat es jetzt wirklich viele Zombies angezogen. Nein, dreht. Ah, du siehst. So, jetzt den noch schnell nehmen. Also der Move mit dem A ist eben schon noch gut, weil das wirft sie um. Und durch gleichzeitig, shit, mein Säbel ist langsam ein bisschen durch. Einem ermöglicht es dann mit einem Finisher fertig zu machen. So wie der. Zack und Feierabend. Seht ihr? Jetzt habe ich hier einiges schon an Level-Ups eigentlich bekommen bei meinen verschiedenen Fähigkeiten. Das heisst, nur schnell schauen hier. Hier kann ich jetzt... aha, okay, nichts Spezielles. Okay, Level 7 brauchen wir hier. Das ist noch nichts. Fighting, schnell schauen, ob ich da etwas dazugelernt habe. Okay, Counter-Attack. Okay, ich kann... Oh. Ich kann hier eine Waffenspezialisierung auswählen. Wie mache ich das? Ich weiss jetzt nicht genau, ob es bei euch schon mal jemand gezockt hat. Eigentlich sollte die da ja sein, der weiss, wie es geht, aber ja, suchen wir hier nicht mehr weiter länger. Soweit mir ist, haben wir hier eigentlich alles durchsucht jetzt. Ihr seht, alle Häuschen sind eigentlich mit einem X markiert. Irgendjemand streut noch einen Zombie um, der soll machen, was er will. Kann man gestohlen bleiben. Dort hinten kommt er, schaut. Sie haben aber noch coole T-Shirts an im Fall. Hat echt genug? Nein. Der will noch ein bisschen. Lassen wir uns Zeit. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Komm, mach ihn fertig, Ed, Mann. Hey, aber das gibt's nicht. Er hat 6 Schüsse geschluckt. Also das scheint mir nicht unbedingt so effektiv zu sein, das Flöteli hier. Mal schauen, ob von euch irgendetwas Besseres anzureden ist. Nein, aber auch nicht wirklich, hä? Komisch. Aber ja, wir verziehen uns jetzt von hier. Ich will eigentlich nicht mehr Lärm machen. Schau noch nachladen, sauber. Ihr seht, jetzt ist nur um ein Hütchen eigentlich ein roter Kreis. Das zeigt uns, dass unten auch noch Zombies sind, aber yeah. Irgendwann muss es wirklich weitergehen. So. Das heisst, hier hinten wäre noch ein kleines Zeltchen. Säckchen noch schnell dort her. Und dann machen wir uns auf den Weg hier runter. Offensichtlich, dort wo das Auto steht, können wir annehmen, dass wir das dann braucht, um weiterzukommen. Damn, I'm tired. Jetzt wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, ein paar Chips zu fressen. Damit man wieder säckeln kann. Mache ich doch das auch gerade. Hau dir einen Snack rein und ihr seht jetzt auf der linken Seite, der blaue Balken füllt sich hier wieder relativ schnell. Ziehen wir jetzt noch schnell hinterher zu diesem Zelt. Wobei eigentlich hätte ich gemeint, dass ich dort schon war. Kann ich aber auch ganz schief gewickelt sein natürlich. Ah, schau, da ist ein bisschen Benzin oder so. Kann ich hier nichts nehmen? Mal. Benzinkanister. Ein Molly. Ja, mit denen bin ich das letzte Mal nicht so klar gekommen, leider. Oh, schön! Wunderschön gemacht hat. Die Finisher Moves, die sind einsam.
Alright. Das hätten wir jetzt, glaube All ich. quiet here. Genau. Ah, nein. Hier, schau. Das, was man durchsuchen kann, schimmert da oben noch so ein bisschen weisslich. Jetzt kann man immer noch etwas suchen. Nein. Ich bin wieder am gleichen Ort wie das letzte Mal. Der hat noch ein Biel im Gesicht. Aber es zeigt ein X. Also, whatever. Jetzt tun wir eigentlich schnell hier elegant durchsprinten. Hier auf der rechten Seite seht ihr ja eigentlich das Depot, das Fahrzeugdepot, oder wie man sagen. Hier blitzt schon ein bisschen der Pickup-Truck führen. Aber dort werden wir uns näher bewegen. So. Cooler Sound. Ja, der Sound von diesem Game wirklich noch gerne, wie er im Hintergrund so ein bisschen Streichinstrument einsetzen. Okay, ihr seht hier eine kleine Campinganlage ist schon. Weißt du, die haben sich noch chillig aufgebaut hier. Die armen Siechen sind auch gerade einen am Reinheben gewesen. Ihr seht hier noch eine Championsflasche oder so. All quiet here. Wo die scheiß Zombies sind gekommen. Das ist schon noch bitter. Eigentlich bist du gerade schön am Chillen. I'm lucky they didn't hear that. Und dann wirst du plötzlich einfach aufgeschnetzelt. Also, jetzt, das habe ich das letzte Mal nicht ganz geschnallt. Er hat hier oben eigentlich einen kleinen Rucksack. Und ich kann jetzt noch einen zweiten kleinen Rucksack nehmen. Ich weiss aber nicht wieso. Und rein von dem her. Gut, wir könnten eigentlich auch mal die Shotgun. Ja, nein, komm, ich brauche eh keinen zweiten Rucksack. So. Also. Die Grafik hat wirklich auch viele schöne Details. Wie euch hoffentlich selber schon ist aufgefallen. Aber es wirkt schon so, als wäre hier vorher noch irgendjemand I etwas don't am have enough Machen space gewesen. for this. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen unschlüssig. Was hat mehr Wert? Eine Schrotflintenpatrone oder das Chipsäckli? Ich nehme das Chipsäckli. All quiet here. Weil die Schrotflinte hat mich eben alles im Allem wirklich nicht so überzeugt. Habt ihr ja mitbekommen, es I'm ist lucky sicher they an didn't meinen hear that. Schießskills gelegen, aber ja, crap, langsam wird es ein bisschen knapp. Das würde eigentlich Folgendes bedeuten, ich schieße das Ding. Ja, mal komm, ich schieße den weg. Yep. Und werde dann auch den verwenden und nehme dafür den Flare noch mit. Habe ich das letzte Mal auch kurz ausprobiert, in der Nacht ist es noch hilfreich. Ah, schau jetzt, ein grosser Rucksack, ganz geil. Where the hell am I gonna carry this? Jetzt muss ich schnell schauen, ob ich den kann. Den kann ich nicht einmal ablegen. Also schaut, ich hole mir jetzt die Painkiller rein. So. Dann nehmen wir diesen grossen Rucksack mit. Und jetzt weiss ich auch nicht genau, mal RB to use it. Equip. Yep. Jetzt haben wir einen grösseren Rucksack, 2 weitere Slots. Hey, so geil, das habe ich das letzte Mal nicht einmal gefunden. Den würde ich jetzt destroyen, damit wir einen Platz mehr haben. Hey, das ist cool. Ich weiss nicht, ob... geile Fernsehen, doch ein bisschen am Chillen, am Bier saufen und so. Aber ich weiss natürlich nicht, ob Gegenstände immer random platziert werden oder ob es da auch ja, eine gewisse Vorgabe eigentlich gibt, ob man Gegenstände dann immer am gleichen Ort wiederfindet. I'm lucky they didn't hear that. Don't know. Gehen wir zum letzten Zelt und dann hätten wir das eigentlich abgesucht und dann würden wir uns dann zu den Gunshots weitermachen. Ich habe mich schon auch gefreut, dass ich so viele Feedbacks bekommen habe. Und eben Let's Plays, wie ihr sicher auch wisst, werden aber nicht so geschaut, aber es ist halt für mich schon viel interessanter, wenn ich ein bisschen mit euch kommunizieren kann. Der Ed hält mir hoffentlich meinen Rücken frei. Jawohl. Ed ist ein Chiller. So, also. Jetzt hier innen, weiss ich nicht, habe ich recht einen Mais gemacht. Aber von diesen Keiben ist keiner aufgewacht. Okay. So. Jetzt haben wir hier innen auch alles. Hier innen scheinen wir alles zu haben. Jawohl. Gut. Also, schau, jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als Richtung von diesen Distant Gunshots uns zu bewegen. Können wir uns doch das mal anschauen. Aha. Also, ein bisschen Aussichtsposition. Wir sehen noch nichts. Hier hinten ist ein Zombie, aber... Aha. Maya. Maya nennt sich hier. Help the Stranger. Wow, da ist ja einiges los. Da tun wir doch gerne mal ein paar Heads smashen. So, rausfielen. Weißt du, ich komme noch nicht ganz draus, wieso dass sie alle so ein bisschen leuchtende Augen haben.
Wow. Wow, sie ist ja hure gut mit der Knarre. Habt ihr das jetzt gesehen? Holy shit, are you okay? You mean aside from being lost in the woods, attacked by psychopaths, and watching two of my best friends die? Yeah, I'm peachy. Sorry I asked. Peachy. So, is it this bad everywhere? Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on, but we didn't have time for orientation. Well then, let's get the hell back here. You wanna take point, or should I? Ja, das ist jetzt eben noch cool. Jetzt kann ich mit ihr quatschen und sagen, schau, ich bin ein bisschen müde. Ich möchte, dass du übernimmst. Und aber jetzt kontrollieren wir sie. Das bedeutet, sie hat einen kleinen Rucksack, sie hat eine andere Bewaffnung, eine andere Fähigkeiten und so weiter. Und wenn sie dann auch ein bisschen müde ist, können wir dann wieder umwechseln. Mir hat das eigentlich noch ein cooles Feature gedacht. Und vor allem, wer will schon nicht mit einer Frau rumlaufen, die so ein bisschen Leggings montiert hat oder so. Me and a couple guys from the unit came up here to do some deer hunting. Are you in the army? You don't miss much, do you? Anyway, we were on our way back when these psychos rushed us out of goddamn nowhere. You see me? You see Coultner Strand? Do the math. Also, bevor wir jetzt Feierabend machen, gehen wir noch schnell zur Ranger Station zurück, schauen, was dort abgeht. Weil das ist eigentlich der Plan, dass man sie dort wieder in Sicherheit bringt. Und ihr seht, die Sonne ist langsam am Untergehen. Das heisst, logischerweise, wir steuern auf Nacht zu. So. Jetzt muss ich hier immer schnell ein bisschen schauen. Grundsätzlich ist es eigentlich fast ein bisschen unüberlegt, weil ich mit ihm schon eine recht geile Ausrüstung habe. Das jetzt mit ihr spielen. Aber dann können wir auch mal ein bisschen andere Knarren ausprobieren. So. One Shot, One Kill. Die ist massiv besser als die Pumpe. Aber jetzt tun wir hier nicht mehr Zeit verbröteln. Da ist schon der nächste unterwegs. He? So, dann machen wir dann schnell fertig. Oh, nein. So geht das, jawohl. Das Biel ist aber schon eine gute Waffe. Die Frage ist einfach, ob man vielleicht gescheiter einen individuell aufleveln, anstatt immer Charakter zu wechseln. Das wird ich herausfinden. Also, schaut, jetzt sehen wir uns hier schnell anschauen, was in der Ranger Station abgeht. Nobody's home. What the hell? I thought you said you had survivors holed up in here. They were fine just a minute ago. Well, obviously not anymore. Guys, come on. We gotta at least check the place. Somebody might have survived. He's gone. Yeah. Poor bastard. Well, let's see if he's got a wallet on him or something. What the hell, Ed? To check his ID, for Christ's sake. Dreht. Wollte das hier ausrauben. Dann wieder bissen, die arme Sau. That guy was dead. I swear to God, that guy, he was dead. Ich weiss jetzt nicht, ob man How the hell hätte does that sterben können, der Ed. I don't know, man. Doesn't make sense. We can't stay here. Come on, let's grab what we can and get moving. Also gut. Giele, liebe Zuschauer, wir würden hier eine Pause einsetzen und ich kann euch jetzt Folgendes sagen und auf der Karte wird es auch schon ein bisschen angezeigt, man muss hier eigentlich flüchten. Flüchten aus dem Gebiet, besser gesagt. Für das werden wir hier das Auto verwenden und dann hier in diese Richtung cruisen. Jetzt nehme ich schon mal etwas vorweg. Ich habe es das letzte Mal schon angekündigt. Das nächste Ziel, nachdem dass wir escaped sind, wird sein, dass wir hier in das Dorf gehen. Sorry, Handyalarm. So, und jetzt ist die Frage, soll ich dann, wenn ich in der nächsten Folge, wo ich euch hoffentlich den Mond schon zeigen kann, soll ich direkt vom Escape durch die Straße entlang rasen und ins Dorf gehen? Oder soll ich mir noch die kleinen Häuschen hier Fishing trip. und die ganzen Wege anschauen, was echt durchzufinden ist? He? Also, Ich denke, ich weiss die Antwort schon. Und währenddem, dass sie im Hintergrund noch am Texten sind, sage ich merci vielmals fürs Zuschauen. Danke fürs Feedback. Nummer 1 heisst direkt zum Dörfli näher. Und Nummer 2 heisst, man soll sich noch schnell ein bisschen
die Umgebung anschauen. Ich soll mir noch ein bisschen die Umgebung anschauen. Was ihr im Hintergrund hoffentlich noch kurz mitbekommen während meinem Text ist, was sie geschnurrt haben. Der Red ist irgendwie eine verliebt, die einen kleinen Schnauz hat und so. Und mit diesen Worten möchte ich das jetzt wirklich gerade beenden. Danke und macht's gut. Ciao zusammen.